Frisch, fröhlich und munter geht's weiter hier beim Let's Play zu Fire Emblem Fates Vermächtnis. Bereits Folge Nummer 53 und nichts und niemand kann uns aufhalten auf der Suche nach der Offenbarung. Ja, heute erstmal wieder ein bisschen Gespräche hier und dann hier und da vorbeigucken, nicht wahr? Und danach würde ich gerne mal noch den ersten 2 DLCs in Angriff nehmen. Aber ja, erstmal ganz kurz gucken, ich mache ein Gespräch mit Leo. Leo, kann ich kurz mit dir sprechen? Was gibt's? Kannst du mir helfen? Helfen lernen. Mhm. Was? Du willst lernen? Jetzt mit dem Krieg? Mir hilft er gerne, aber woher kommt das plötzlich Interesse an Bildung? Ich dachte, also ich bin eigentlich sehr gebildet, das wusste bloß noch nicht. Jetzt im Krieg kann ich das Erlernte gleich im Kampf anwenden. Ja, aber so leicht klappt das leider nicht. Du hast gelernt, das, oder Michael? Schon, aber das ist scheiße. Das drastisch verändern. Lehre dich gerne, was du wissen willst. Vielen Dank, Leo. Ein strenger Lehrer. Ich weiß, aber vielleicht machst du es mir nicht ganz so schwer. Unmöglich, wenn es so streng wie nötig ist, um deinen Verstand zu schärfen. Vergiss nicht, dass du mich um Hilfe gebeten hast. Du wolltest das hier. Scheiße. Lass uns anfangen. Nein, Hilfe, was hab ich getan? Sender und Case. Hey, ha, hier. Bist du das Case? Ja, Prinz Ender. Verzeih, dass ich nicht früher sah. Ich trainiere gerade. Du musst um Verzeihung bitten, das Training kommt uns allen zugute. Ich wundere deine Hingabe. Vielen Dank, Milord. Das ist eine komische Sache, jetzt noch aus einer zu kämpfen. Als das erste Mal trafen, hätte ich das niemals gehalten. Mir geht es ähnlich, doch das Schicksal führt uns auf unerwartete Pfade. Da mögt ihr recht haben. Sagt, erinnert ihr euch noch an unsere erste Begegnung, als ich als Gefangener nach Nur gebracht worden war? Ja, warum nicht? Ich habe bereit, vor euren Augen zu sterben und erwartete auch nichts anderes. Und dennoch lebe ich, dafür bin ich sehr dankbar. Das Leben ist auf Verdienst von Michael und Leo. Von Michael Leo. Auch hier verdient mein Dank. Michael wollte es so. Verschwendung? Ja, das ist ein großer Gewinn. Wie ein Hund. Unsere Armee. Ist das schon wieder ein Hinweis darauf, dass das Gespräch eigentlich für Herrschaft konzipiert wurde, nicht unbedingt für alle 3 Pfade. Wobei eben bei Vermächtnis geht es gar nicht. Und hier, Offenbarung, ja. Ja, doch, unsere Armee, ja. Ist einfach ein bisschen doof, weil der Sender kam so nach Case zu. Und insofern ist das ja eigentlich ein bisschen, ja. Keine so treffende Formulierung, aber was soll, shit happens. Ein Gespräch nur noch. Cool. Ha ja! Sind alle trainieren oder was? Prinz Leo! Verzeiht, der wusste nicht, dass ihr mir zuseht. Kein Problem, Princess und Prinz. Ja, alle sind Prinzen. Oder eben Prinzessinnen. Du. Alle haben blaues Blut, wa? Das ist unwahrscheinlich. Keine Strategie aufbauen lässt. Hä, wieso? Unterstützung haben. Schlacht erhalten. Ich verstehe, was ihr sagen wollt. Soll ich da eigentlich Elise-Strategie machen? Eigentlich ist sie ja Strategin. Natürlich wie auch noch. So, was hat er sonst so getan? Ich glaube nicht allzu viel. Nee, was er noch geändert hat. Ja, ganz kurz eigentlich, könnte er noch ein bisschen was machen. Ja, einfach nichts halt noch Meisterspiel gegeben. Ist bald mal soweit. Dann Leo. Ist doof, weil mein Waffenlevel und so ist eigentlich cool. Jetzt hat der Level B. Der kann auch ein bisschen was machen. Mit Ragnarök zum Beispiel, aber das hat sie eigentlich bereits, wo es natürlich aktuell nicht so braucht. Könnte man einen Hasengeist geben oder mal ganz kurz vorbeigucken, vielleicht gibt es was Neues. Könnte ja auch sein. Könnte, muss nicht. Ja, kein Ding. Thank you for coming in, ja, kein Ding. Jetzt auch nix. Das war schwach. Mal kurz gucken. Nix hat hier Ragnarök. Der ist einfach nur eine starke Attacke.
Hat Liu die nötigen? Meine hat natürlich Brünnhildre. Seine eigene magische Waffe brauche ich daher also eigentlich nicht. Der ist dann natürlich schon ein bisschen stärker, okay. Ja, Trefferchance vielleicht, kann sie mal gehen, obwohl ich es glaube ich nicht unbedingt verwenden werde. Sieht zumindest den aktuellen Sinn davon nicht ein. Aber hey. Müllner ist auch klar, mehr zum Kriten, gut. Ansonsten lassen wir momentan noch so, wie es ist. Genau, wir kennen es alles bereits. Jo, was fehlt noch? Lilly vorbeigucken. Und sie füttert mit so viel Fleisch. So viel Fleisch kann sie gar nicht futtern. Obwohl, angeblich soll der Lilly bis Level 99 gehen. Also, das werde ich ziemlich sicher nicht beim Let's Play hinkriegen. Wird zwar einfach stark. Wenn vielleicht mal irgendwann, wenn man ja halt noch öfters online zockt und dann plötzlich mal genug Punkte hätte. Und so gesehen eigentlich noch irgendwie offscreen trainieren würde. Theoretisch. Aber egal. Sonst sind wir eigentlich relativ gut bedient momentan noch. Ich warte sowieso noch auf das nächste Upgrade für die Waffenlage. Jetzt, ich glaube, erst ab Kapitel 20 geht es dann mit Level 3 los. Wir haben relativ viele. Machen wir mal Elise, wa? Unsere kleine Schwester. Kitzelschlacht. I want to get stronger so I can protect the people I love. Like you. Danke, Elise. Das war doch richtig süß von ihr. Alter, die Frisur, ey. Ich sag's immer wieder, wie kann man bloß eine Frisur haben? So, ändern mal Rang 10 mit den beiden. Nimm das her! War, Michael, ich habe nichts gemacht, ich überhaupt nichts. Ich bin ein süßes Mädchen, das Blumen pflückt. Wenn ich so lieb bin. Also trainieren. Na gut, du hast mich erwischt. Du bist auch zu schlau, dich kann man nicht täuschen. Elise ist sauer. Das ist lieb von dir, Michael. Dass mir auf mich selbst aufpassen kann. Jojo. Schau mal, zack. Und peng, meine knallharte Rechte. Zack, rum, ja. Du hilfst mir, Bruderherz. Ah, du bist der Beste, ich hab dich so lieb. Ach ja, eine kleine Schwester haben, das wäre sicher noch interessant. Ah ja, mal ganz kurz hier vorbeigucken. Vielleicht treffen wir jemanden. How wonderful. Huh? Ich wusste gar nicht, dass es so einer sein will noch, Michael. Ich gehe wieder, tschüss. Ich glaube, wenn Camilla alleine hier wäre, könnte es interessanter werden. Naja, egal. So. Was jetzt? Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage. Gebäude. Haben wir 4 Punkte. Ich will aber hier eigentlich nichts bauen. Zumindest momentan noch nicht. Später dann gerne. Setzen auch nicht aufwerten vielleicht mal, wa? Das für später, weil das ist mir zu teuer. Das eigentlich auch nicht. Ich würde gerne mal, aha. Warum nicht? Stufe 3. Zack. Noch 3 Punkte. Sollen wir die behalten, oder? Wobei jetzt... Größerer Dragon. Haben wir sie auch nie verwendet. Kann man irgendwann zu meinem Kochen. Ich mach's trotzdem mal. Und dann das Casino ein bisschen vermieden habe. So. Weiter aber auch Kapitel 19. Haben wir geschafft und, war geschafft, jetzt kommen sie erst. Kapitel 19 machen, nö, wie gesagt, ich will jetzt mal ein bisschen DLC-Action, das muss dann alles außen vor lassen. Drachentor also. Welche DLCs fehlen noch? Welche können wir bereits zocken? Ja, Mutprobe, wir erinnern uns, Geisterkohl können wir immer wieder machen, um, ja, einfach nur geil Geld zu farmen. Martialisches Museum. Kann man eine strandroyale Kräfte erwachen. Das gratis DLC mit Chrom, wa? Verborgene Wahrheit, okay. Ich habe halt Angst, wenn ich die DLCs zocke und dann irgendwie schon etwas von der Story wegnehmen. Wir hoffen auch mal nicht. So, machen wir das hier, wa?
Martialisches Museum. Was ist denn martialisch? We're here. Wie noch Michael, das hier ist das Dimensionsmuseum, das er erwähnte. Hier werden Waffen und Werkzeuge aus den verschiedensten Königreichen ausgestellt. Sehr schön. Aber warum genau sind wir nochmal hergekommen? Well, Na, ich habe gehört, dass es hier heute eine interessante Veranstaltung geben soll. Eine Veranstaltung? Das ist ein bisschen vage. yes. Das ist eine Art von Veranstaltung, die sehr beliebt ist. Das wird sicher lustig. Oh, wann haben wir denn da? Besuch aus einer anderen Welt? Gerade rechtzeitig. Für die Veranstaltung? Und mit wem haben wir das Vergnügen? Ich bin der Kurator des Museums. Entschuldigung meine Aufdringlichkeit. Ich dachte, ich teile euch mit, dass die Veranstaltung im Moment beginnt. Ihr sollt deshalb zur Ausstellung gehen, bevor wir loslegen. Prima, perfekt abgepasst. Gehen wir, Miller Michael. Bevor wir gehen, worum geht es genau bei der Veranstaltung? Ist es vielleicht eine Tombola? Ich liebe ja Tombolas. Echt? Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Bitte was? Eingelegt. War nur ein Witz. Hier wird kein Blut vergossen. Nur Daten. Aber es geht schon um einen Wettkampf und ist in der Tat martialisch. Das ist eigentlich ein schlechter Witz, oder? Weil es ist trotz allem DLC, trotz allem Kapitel, also ja, normales Kampfkapitel halt in diesem Sinne. Das heißt, wenn einer von uns abkratzt, ist sie tot. Logisch. Also in diesem Sinne geht es ja schon um Mord und Totschlag. So, kämpfen aus allen Dimensionen. Oha. Da wäre halt mal interessant, wenn man plötzlich gegen Charaktere aus allen Fire Emblem-Teilen antreten. Zum Beispiel gegen Ike aus Fire Emblem 9. Oder auch gegen den aus Fire Emblem 10. Gegen den Schwarzen Ritter zum Beispiel. Gegen Eliwood aus Fire Emblem 7. Oder bei uns halt nur Fire Emblem. Gegen die aus The Sacred Stones. Ich kann den Namen nicht mehr. Verdammt. Nicht Eliwood, nee, ist auch egal. Die finden doch auch mit E an beide, wa? Die Geschwisterpaare. Mist in mein Gedächtnis. Genau ansehen. Das will nicht haftenfalls. Naja. Abkratzt. Ein bisschen geht's schon zur Sache. Ich kann sagen, es sind nicht mehr viele Beteiligungen bei Bewusstsein. Tja, ein bisschen die Hunger Games, versteht ihr? Ja. Dann legt los. Versucht die Sache zu genießen. Shall we? Und dann ist es gerade laut. Gehen wir. Und fighten endlich. Whoa! Sind noch schnell, wa? Das ist ja wirklich beliebt. Das ist ein Tool bei meinem Fest. Hier wird nur wird hier anstatt von gebackenen Teigwaren Gewalt serviert. Whoa! Ui, Miller Michael, seht mal all die Schatzkisten. Das sind Waffen. Okay. Ich meine Waffenfarmen, cool. Sache zu ergattern. Los, Miller Michael, zieh ihnen das Handy in den Kopf. Felicia, Moment mal. Felicia! Wahnsinn, dann ist die so aggressiv. Was ist los mit der? So, ja, wenn man sagen, jetzt mal ein bisschen angucken, ne? Wie sieht die Map aus? Das stand natürlich von oben. Die sind zwar mit vollem Level noch unentwickelt. Hä? Ja, Tor, schön, dann kommen wir zur Truhe. Irgendwie. Da muss die Besitzer platt machen, weil da kommen wir natürlich hin, das ist kein Problem. Och nö, die Automaten haben wir natürlich überhaupt nicht vermisst. Ja, muss kurz erklären, mittlerweile habe ich privat schon, oder bin noch dabei mit Herrschaft zum Durchzocken. Und da kommen diese Automaten auch. Hey, ist eigentlich eine beliebte Konstruktion aus dem Hause Hoshido. Mitunter auch ziemlich nervig. Ah, die Säge. Ja, die Automaten. Ritter Ulfhedin. Ach du Scheimkleister. Man sieht, es sind noch viele Flugeinheiten. Oh, hier wird das andere. Und hast nicht gesehen. Und ach du meine Güte. Ach du meine Fresse. Ach du meine Güte. Und ein paar fette Dinger. Hier geht's nicht durch. War jetzt auf dem Tor, aber denk mal durchkommen geht hier nicht. Gut. Wer kommt alles mit? Wer will noch nicht? Wer hat noch mal? Umgekehrt. Egal. Elise natürlich, weil Level.
Sender könnte man eigentlich wieder zurücklassen. Nuka kann mitnehmen. Yo, Takumi, aber ein paar Schützen. Um uns zu beschützen. Sie natürlich auch. Muss noch ein bisschen trainieren. Ja, sie ist auch klar. Benny kann natürlich nicht mehr gedoppelt werden. Also er ist sowieso immer geil. Da können wir mal die anderen mitnehmen. Kite muss mit, ja. Kane auch noch. Okay, in diesem Kapitel Kane danach. Auch beide natürlich Kiten. Für den Vorteil wegen der Materialien aufsammeln, ne? Darf man auch unterschätzen. Darf man Asura weglassen. Ja, meinen sie natürlich schon stark, aber... Ja, fehlen zwar noch 13 Level, hm? Wobei den anderen eigentlich mehr, wenn man das mal so betrachtet. Ja, komm, jetzt lassen wir Asura zu Hause, nehmen sie das noch mit. Läuft da. Position spielt eine große Rolle, eigentlich nicht, ich mach's trotzdem mal. Sie bleibt hier, wir haben hier die Typen. Da kann Sakura eigentlich auch noch da drüben gehen. Wobei den Wurfball, das tut natürlich weh. Nee, das ist eine scheiß Idee. Oh, kann ich selbst auch irgendwie. Position tauschen. Natürlich auch. Ah. Ja, da ist Sakura besser, mehr Verteidigung. Gut. Gut. Du bist eine Heldin. Du musst natürlich hier draufhauen. Ein bisschen geht nicht mehr. Das sind zwar Ritter, kann ich eigentlich auch mit Silas machen. Und Leo und natürlich immer von der Überraschung gut. Kann man zwar da bleiben. Ich war gerade ganz kurz verwirrt, weil ich dachte, hey, ich hab doch Benny mitgenommen, aber offenbar ja nicht. Jetzt, ach, nee, ich hab da keinen zu wenig mitgenommen. Das kann gar nicht sein. Egal. Wir schaffen es auch so locker. Dann erstmal Silas gucken. Die waren natürlich überhaupt keinen Schaden bei mir, ich aber bei ihnen schon. Das ist auch halt hier an Dimensionen so umgeben. Lief erstmal die Waffe ab. Ja, Silas muss trainieren. Und Level up kriegen. Yes. Ja, das, was er kann, das kriegt er auch. Ist irgendwie ja logisch, wa? Wenn wir mal allgemein gucken, vor allem die machen mir halt auch ein bisschen Bauchschmerzen. Im Großen und Ganzen. Das Eisenenergie, dieses Wurfspeer. Da wäre eigentlich mal etwas Geiles, aber das ist noch nirgends gesehen zum Kaufen. Alter, wie krass. So. Ja, beim Grundsatz bin ich der Meinung, dass es relativ schnell gehen sollte. Ja, schön, ja, auf einmal zweimal treffen wir nicht weg. Finde ich jetzt nicht so der Hammer. Und hier kommt der Kitten. Im Kitten-Style. Natürlich 47% trifft. Vielleicht sogar mit 37%. Hast du das gesehen? Das ist doch einfach nicht zu glauben. Keine Crit-Chance. Interessant. Dass ich wehrlos bin, ne? Wenn wir es besser überlegen, na gut. Wahoo! Thank you very much. Kein Ding.
So, natürlich fehlen da unten noch. Ich habe alles unter Kontrolle. Glaube zumindest. Erst einmal hier gucken. Selena! Mit dem Panzerbrecher. Nö, Bronze-Axt ist auch cool, oder? Ja, so eine kleine Bronze-Axt kann man nicht verachten. Verkraften vor allem. What a pain. Die Stimme, ey. Klingt gerade leicht nach Bayonetta. On my honor. Und der End reinkaufen können. This one's for you. Was schon wieder? Genau, ich wollte ja Charlotte eigentlich mit Silas kombinieren. Also sprich, ja, ihr wisst schon. Fusionieren lassen quasi. Den anderen kümmern. Bist du taub? Na gut, dann mal her mit allen Waffen. Charlotte, ey. Der Tomahawk, Alter, das ist eine fette Waffe. Sorry, Darling. I'm a very pity. So. Treffen noch, weil Just for Fun und so weiter. Natürlich trainieren. Kann man sich irgendeine tolle Waffe aussuchen, das wird lustig. Ich hätte ganz gerne eine heilige Waffe, die von Zen oder die von Dio. Okay, natürlich, aber egal. Eggis, Eggis, Peggis. Ja, wir kommen hier doch durch. Wollte schon sagen. So, was kommen hier für Vollidioten? Ich brauche das Ender wieder wegen Hinoka und so weiter. Aber egal, eben das sind solche Schwachmaten, die haben eh keine Chance. Wenn man sagt, Hinoka fängt die alle ab. Was? Zerstören? Ich eine Zerstörungswut. Jo, hat's wohl gebracht. Wächter, Naginata, man kann ja niemals wissen. Die stärker ist natürlich Drachenstein-Action. Leon noch ein bisschen draufhauen. Oh, was aber grundsätzlich bringt, ich meine, okay, vielleicht hier und dann eine Abkürzung, ja, aber ansonsten. Ist auch egal. Bin ich schon mal da? Ich würde schon gerne auch mal Kaden hinschicken, natürlich viel zu schwach in der Offensive. Jo, ich nehme es zurück. Wegen schwachen Offensiv und... was? Besucher? Basara. Ich bin ein Basara. Ja, servus. Besucher, ein Scharfschütze. Warum auch nicht? Krasse Fähigkeiten, oder? Da täusche ich mich gerade. Götterschild. Halbiert erlittenen Schaden. Götterschild willst du verarschen. Für natürliche Gift und Konterfähigkeiten, ja, servus. Talio, auf einen zurückgeworfen, ja, super. Wir sind 7 Züge, okay, das kann ich kontern. Glückspilz, ist auch nicht so wichtig. Schlossknacker. Amaterasu, ist klar. Macht einer Fushi oder was? Ne, der verbrennt er eigentlich, aber gut, okay. Und du fragst, gehen jetzt hier hin oder spinne ich jetzt einfach? Nur beides. Dass die so weit kommt. Alter, leck mich fett, kommt die weit. 8 Felder. Ich würde mal sagen, war Michael und so, Weil sie hatte eigentlich nur Silber Yumi, war. Klar, aber nachher Felder und so weiter. Bei Silber Yumi müsste ich eigentlich wieder, gehen wir hier hin mit Drachenstein. Läuft dann wieder. Schlotzt am Weg. Scheiße. Nicht gut, gar nicht gut. Basara. Meisterlanze. Ich hasse Meisterlanzen. Also generell Meisterwaffen. Dann ist natürlich mit Silas relativ viel Cap. Ich könnte es also riskieren. Ich hätte einen Waffenvorteil. Naja, man könnte mal riskieren, wa? Was soll schon passieren?
Für Michael, ich versuche jetzt nicht hier. Leos Partnerin wäre eigentlich Sakura, wa? Oder? Doch, war das so. Ich glaube, da hier doof. Scheiße. Problem ist, wenn ich die angreife. Oh, warte mal. Das geht sogar einigermaßen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hinstehe und sage, okay, you're down. Oh, Punkt, genau. Okay, geil. Was mache ich den hier? Ich habe ein bisschen zu wenig Einheiten. Oh. Ah. Nur 5 Felder. Scheiße. Nur 6 Felder. Scheiße. Kann was anderes sagen. Scheiße. Ja, wollen wir sagen, ansonsten nächsten Part halt, war. War eigentlich so Truhe dort. Hier geht's ja. Ja, dann, ja. Mal gucken, wollen wir im nächsten Part machen, wie wir es genau hier. Weil irgendwie, ein bisschen seltsam. Die einen, keine Ahnung, die gehen in die Offensive, die anderen irgendwie Defensive, Schrägstrich Truhe plündern, WTF. Wir werden es sehen in der nächsten Folge hier bei Fire Emblem Fates Offenbarung. Wir sind auf dem Luftschiff, sehe ich gerade. Cool. Sehr ersetzt. Oh Mann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.